Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Heilkräuter auf Pelzig anscheinend. Sorry. Oh Mann, du musst mich jetzt erst wieder dran gewöhnen hier an das Gedöns. So, an die Steuerung muss ich mich jetzt echt wieder gewöhnen. Ich bin zu sehr anscheinend die Steuerung von Stardew Valley gewöhnt. Aber wir kehren jetzt wieder zurück noch und gucken uns hier nochmal um. Okay. Und hier haben wir auf jeden Fall auch schon die ja, erste Ebene freigelegt in der letzten Episode. Das heißt, wir sollten hier auch nochmal reinspähen, was es hier Tolles gibt. Hier ist nämlich auch noch so ein Tempelchen. Könnt drauf wetten, was hier reinkommt her, ne? Natürlich. Tempel der Hoffnung. Das braucht wieder so ein lustiges Wasserstatütchen. Aber vorher suchen wir erstmal noch dem Ding natürlich. Wir wissen jetzt zwar, wo es hin soll. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch kräftig was zu tun. Also Mu ist auf jeden Fall nicht gerade besonders, sagen wir mal, pflegeleicht. Mu ist tatsächlich ein etwas schwierigerer Dungeon generell. Naja, ich weiß ja nicht, ob es jetzt auch wirklich als Dungeon bezeichnen wird, aber ja, generell Mu ist schon ziemlich happig. Das ist nicht easy peasy, wie die anderen Dungeons das bisher waren. Auch wenn der Wolkegarter jetzt nicht besonders schwer war, so finde ich trotzdem irgendwie die Aufgabe, die man da erledigen musste, relativ lästig, um es mal so zu sagen. Deswegen, ja, ist halt so. Autsch, du Typ! Ah, wenigstens erreiche ich denn so. Kann ich das so... Autsch, kann ich das so abwehren? Ich hasse es, wenn diese Typen sich teleportieren können. Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Ja. Wenigstens ist er so blöd, dass er sich immer in meine Nähe teleportiert. Mistkerl. Wie viel haben wir denn hier noch? Insgesamt müssen wir noch 8 Gegner hier plätter. Ja, das ist nicht gerade wenig. Also gegen die können wir auch nichts machen. Ich muss auch sagen, die Musik hier ist zwar schon, soll so ein bisschen an alte Kultur erinnern und auch so angelehnt sein. Das wirkt definitiv auch. Aber großartig begeistert hat mich der Soundtrack hier in Mu eigentlich nie, muss ich gestehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es durchaus bessere Soundtracks als den von Mu. Mit dem Trö soll es ja durchaus... Nein, ich bin nach wie vor Heilkräuter nehmen. Drückt es ja durchaus schon das richtige Flair aus, dass es sich hier durchaus um so alte Kultur handelt. Autsch. Ja, jetzt können wir die ganze Zeit hier Schlag den Klumpen machen. Aber trotzdem, irgendwie wollte die Musik bei mir nie so recht Fuß fassen, dass ich sie als gut erkennen. Aber jetzt könnte man so ein bisschen Heilkräuter petzen und können dann hier weitergehen. Mit der Magier. Das war eben gerade. Na komm. Dich mache ich fertig. Ah, zweimal erwischt. Jawohl, habe ich dich. Mieser Zauberer. Hier ist anscheinend auch viel los. Ups. Das sind die etwas buckligere Vettern aus dem Wolkegarten, wie es aussieht. Oh, jetzt werden die Blobs freigelost. Release the Blobs. Naja, das ist leider nicht so episch wie Release the Kraken, aber naja. Man kann nicht immer alles haben. Man kann halt nicht immer einen Kraken haben. Zumal das hier, glaube ich, ja relativ schwer wäre, auf Super Nintendo Basis so ein richtiger Kraken hier als Zwischengegner, als Otto-Normalgegner einzufügen. Noch schier in den Wurm hier reingerannt. Aber hier können wir uns noch ein bisschen umgucken. Ah ja, da können wir dann später durch, wenn wir die richtig Technik parat haben. Und so viel verpasst haben wir hier noch nicht. Wir brauchen natürlich erstmal die Technik, dass wir da heroisch durch können. Ah, ihr werdet es schon sehen. Ich will hier noch nicht so viel vorgreifen. Okay. Wie viel sind dann hier? Einfach mal so Interesse halber. 7er. Ich glaube, das... Ja, genau. Das hat eine gewisse Zeit. Da brauchen wir doch, glaube ich, Freedan, oder? Kann das sein? Wir probieren es einfach mal ganz schnell aus. Renn! Willi, renn! Ach, das ging ja gerade noch gut. Boah, Alter. Ich habe schon gedacht, wir brauchen dafür Freedan mit seiner Kugel, die er schleudern kann. Du nicht. Du dappiger Zauberer.
Zum Glück braucht er ein bisschen, um seine dappige Kugel da aufzuladen. Das bietet uns dann oft genug Zeit, dass wir dann fertig machen können. Gut, gut. Bisher haben wir hier auch noch kein Upgrade kriegt, weil über die 3 Ebenen halt immer die Gegner noch verteilt sind. Das macht es in Mu natürlich auch schwieriger zu leveln, weil man eigentlich erstmal alle 3 Ebenen freilegen muss. Mist. Das war jetzt gerade eben der Let's Player Krankheit Nasejucke geschuldet. Ich glaube, das kennt jeder, der selber Let's Plays macht. Das ist ihm immer im ungünstigsten... das war jetzt eben Dummheit geschuldet. Das ist im ungünstigsten Zustand und in der ungünstigsten Momente immer dann natürlich genau an der Nase juckt. Gut. Perfekt. Motto. Was gibt's dann hier Geiles jetzt? Aha, eine neue Kraft, wie es aussieht. Und... ja, jetzt dauert es wieder etwas schleppend. In der Zwischenzeit kann ich genauso gut nochmal in die Rache gehen, aber... Psycho Slider Kraft kann nun verwandt werden. Ja, geil. Nur der Willi kann den Psycho-Schlitzer anwenden. Oder den Psycho-Gleiter anwenden. Du kannst jetzt mit viel Schwung rutschen, um dich durch enge Passage zu schieben. Drück im Laufe der Angriffsknopf. Alles klar, so kriege ich das auch immer im richtigen Lever erklärt. Dann kann ich den hier machen. Mit meinem extrem gigantischen Stiefel. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Hör mal Ratschläge. Die Kraft vom Willi ist der Psycho-Rutscher. Benutzen, um durch enge Korridore zu kommen. Und acht darauf, dass du die Risse in der Klippe nicht übersiehst. Alle hopp, dann speichern wir und sagen Servus und Adieu. Und weiter geht's. Jetzt nachdem wir der Psycho-Rutscher gelernt haben. Na dann. Das sieht schon etwas überdimensioniert aus mit dem Stiefel, oder? Außerdem ist mir bisher noch nie so wirklich aufgefallen, dass der Willi rote Strümpf bzw. rote Wadewickel trägt. Autsch. Ja, mit heroischer Kraft hier Mitte in die Dingerei gerannt, wie sie das gehört. Okay, hab ihr gesagt, dass diese Passage noch wichtig sei werden? Das können wir gleich mal testen. Und Achtung. Yeah. Volle Wumme durchgerotzt. Und es bringt uns, naja, wenigstens den Weg bringt es uns. Okay, waren wir doch nicht schon? Sehr schön. Okay, na dann. Kommst du erstmal mit. Dumm. Gut. Abdo, ne, kann ich dich eigentlich genauso gut auch weiter hier drücken. So. Stumm dich mal mit der Flöte, du hier. Irgendwie klingt das falsch. Naja. Gut, dann musst du jetzt hier. Und... Geht doch. Gut. Hey, warte mal. Das können wir gleich mal bei dem Ding ausprobieren. Sieht schon nicht schlecht ab. Also solche Schleim in die Fresse trete scheint schon was zu bringen. Warte mal. Halt mal eine Gaula. Oh. Ja, 8 zieht es ab bei solche Kolosse. Ich will gerade mal so im Vergleich gucken. Das zieht 8 ab. Okay. Also nimmt sich eigentlich nichts, nur dass der Psycho Slider wesentlich schneller geht und ich dann nicht extra Energie dafür fokussieren muss. Das ist natürlich schon praktisch. 10 Gegner, alter Falter. Okay. Hallo? Tut sich da noch was? So, komm her, du. Hallo? Gut, so kann ich jetzt nämlich auch irgendwie dem Zeug ausweichen. Und wach auf. Klumpi, wach auf. Okay. Noch ein Klumpi kaputt. Und dann bist du an der Reihe. Ich herrsch du auf. Na also. Aber die ziehen immer noch ordentlich ab, diese Mistbiester. Und wenn sie sich verteidigen, dann klingen sie wie ein Blechämer. So wird das gemacht. Perfekt. Ja, ganz kaputt kann ich die Viecher immer noch nicht machen. Das finde ich sehr schade.
Da muss ich dann wirklich der Rutscherich machen. Ah, Motor. Okay, da hat sich jetzt spontan eine Statue gebildet. Und ja, so kann ich auch drüber rutschen. Das ist natürlich auch ein nice to know. Und da brauchen wir, glaube ich, noch eine Statue, ne? Oh, ich sollte mich von deiner Biester hier nimmer so... Oh, scheiße, ich habe keine Heilkräuter mehr. Ja, ich sollte mich von deiner Biester nimmer erwischen lassen. Also Mu war auch für mich als Kind eigentlich das schwierigste Level, muss ich gestehen. Mu war nie besonders einfach für mich. Ah, jetzt haben wir endlich mal Upgrade noch gekriegt. Und die Stärke hat sich jetzt endlich mal erhöht. Nicht schlecht. Ja, Mu war für mich definitiv nie besonders einfach. Jetzt müssen wir hier irgendwo gucken. Irgendwo hier kreuzen sich die Blicke, genau. Du hämmerst. Beim Sprung hämmerst gefunden. Du hast die Statue der Hoffnung gefunden. Erlaubt. Statue der Hoffnung. An einem Raum habe ich den Namen gelesen. Ja, zufälligerweise weiß ich auch noch wo. Aber wir sollten uns definitiv dummler, dass wir hier wieder zurückkommen, wo wir hier müssen. Dumm. Ah, Dummkopf. Meileweit kein Gegner und ich Blödmann renn natürlich volle Wumme in der einzigste Gefahrenbereich rein, den es hier gibt. Klasse, super. Also manchmal kann ich auch echt, um's mit Tinoes Worte zu sagen, Dulli sei. Meine Fresse. Das ist eh so ein herrliches Wort, Dulli. Gut, dann hier wieder rein. Und da wieder entlang. So, ja, Mu war definitiv immer für mich in meiner Kindheit das schwierigste Level von Illusion of Time. Weil ihr seht ja alle schon an den Gegner, die ziehen hier ordentlich ab. Und neigen auch dazu, ordentlich was abzuzwackern. Und ja, dazu kommen noch die Endgegner. Ach du Scheiße, die Endgegner. An die erinnere ich mich mit Gänsehaut. Das wird nicht so schön sein, denke ich für mich. Okay, hier können wir auch nochmal wohin. Und da können wir nochmal abkürzen. Da waren wir am... genau, sag mal, dann sage ich das. Da waren wir am Eingangsbereich. Und da sollten wir auf jeden Fall auch hier. Warte mal. Da hier können wir anscheinend nicht. Aber wir können eins noch vorher machen. Wir können definitiv noch ins Sphäreportal und uns noch mal ein bisschen aufladen. Halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Ach ja, apropos was sinnvoll halte und pipapo. Ich habe jetzt hier nochmal die rote Juwele natürlich gesehen bei mir. Ich habe jetzt rausgefunden über Tinue und über Evil Bloody Eyes, oder einfach nur ganz kurz Evil, dass man den geheime Boss freischalten kann von ja genau, dass man von Illusion of Time den Secret Boss freischalten kann, wenn man alle rote Juwele gesammelt hat. Da ich jetzt aber das Sklave schon nett verpfiffen habe und ich glaube, ich habe am Südkap am Anfang beim Fischer achs rote Juwel verschnarcht, kann ich das leider gar nicht mehr machen, dass ich euch das Secret Boss zeige. Trotz allem würde ich ganz gern auf Tinues und auf Evils Illusion of Time Let's Play verweise, dass ihr euch bei denen, wenn ihr wollt, mal das Secret Boss angucken könnt. Also, da könnt ihr definitiv reingucken, das seid ihr auch auf jeden Fall in sichere Hände. Das sind beides großartige Let's Playerinnen, die ich vorbehaltlos nur weiterempfehlen kann und das auch nur allerwärmstens. Gut, jetzt kommt erstmal die Statue hier rein. Da wird wieder gewispert. Und während hier gewispert wird, trinke ich nochmal einen Schluck. Der Sonnengott, Rama. Das Wasser soll deine Kräfte weicher. Okay. Damit dürften wir jetzt alle Ebenen freigeschaltet haben. Schauen wir doch mal. Aller Hopf. Ja, sieht doch gut aus, ne? Jetzt haben wir das hier freigeschaltet. Und was ist da drin? Ein rotes Juwel. Schick. Sehr schön. Ja, das war immer etwas, was ich als Kind immer etwas verwirrend fand an Mu.
dass hier auch immer so viele Passagen waren, wo man auch durchrutschen müsse und 3 Ebenen, die man bewerkstelligen müsst hat. Also ich persönlich habe das... Ah ja, genau, hier war ja nichts. Ich persönlich habe Mu als Kind immer als ziemlich schwierig wahrgenommen, bin ich ganz ehrlich. Das fand ich persönlich echt immer ziemlich schwer zu managen und... Ups. Wow, aber wenigstens so können wir dem Zeug auch noch ausweichen. Das ist definitiv gut zu wissen. Oh, du Mistkerl. Naja, den kriegen wir jetzt erstmal so, nämlich den Kerl. Wir gucken uns jetzt aber auch nochmal um. In verschiedene Kartebereiche. Ob wir hier möglicherweise auch noch auf dem zweiten Level was verschnarcht haben. Gerade mal Lucky machen. Jetzt haben sich hier wieder 8 Gegner gebildet. Ja, es ist definitiv nicht leicht. So, genau, da können wir noch vorbeigehen. Halt mal eine Gaul an. Autsch. Ja. Yankee at its best. Ja, ja. Oder at his best in dem Fall. Wow. Wow. Stimmt, wenn ihr stärker Upgrade kriegt, deswegen macht es jetzt 9 Schaden. Natürlich auch nicht schlecht. Da müssten wir... Ja, uff, mit so einem Käse, du blöder Kutteträger. Warte mal. Oh. Nicht so gut. Warten wir doch mal, bis der Hansel wieder bei uns ist. Dass ich ihm ordentlich in der Arsch treten kann. Autsch. Naja, ein bisschen Schade kriegen wir halt. Das lässt sich nicht vermeiden, aber da können wir wieder das Sphäreportal betreten. Und schauen mal, was uns das wieder bringt. Gut. Ja, die kriegen wir mittlerweile mit 2 Schläge platt, die Biester. Autsch, hast du uff. Okay, na dann. Ab ins Sphäreportal. Gut, der freie Daniel können wir hier wieder spielen. Also, ab in den Körper vom freien Daniel mal wieder. Ja, die heilt uns mal wieder. Was sagt sie jetzt? Am Anfang von deiner Reise stieg das Reich Mu aus dem Meer auf. Das Meereswasser bedeckt immer noch große Fläche vom Kontinent. Erst wenn's abgeflossen ist, kannst du Rama, der Herrscher von Mu, finden. Ich glaube, Rama war ursprünglich eigentlich der aztekische Sonnengott. Ich bin mir doch nicht mehr so ganz sicher. Aber ich glaube, das ist nichts Explizites, was man mit der Legende Mu oder mit der Legendenstadt Mu in Verbindung bringt, Rama. Das ist auch nicht schlecht, dass ich die so platt machen kann, die Jungs. Das ist definitiv nützlich. Ja. Hey, hörst du auf, Sausack. So, na also, geht doch. Gut, so kennen wir die auf jeden Fall schon mal Blätter. Aber die ziehen ach ordentlich ab, die Jungs. Aber ich kann auch hier mit Freedan... Ups, das war ein bisschen zu früh losgelost. Mit Freedan gut Schade machen. Und... Gut, dafür gibt es nochmal ein stärker Upgrade für uns. Das finde ich auch sehr geil. Perfekt. Sehr schön. Ja, du lösch mich bitte in Frieden, du blöder Energiewurm. Und dann gehen wir mal hier. Okay. Aber eigentlich sind wir hier, glaube ich, eher auf Willenskraft angewiesen. Manchmal passiert es auch mal, dass ich bei Mu ein bisschen hängen bleibe. Jawohl, dafür reicht es noch. Perfekt. So, wofür wir jetzt Freedan brauchen, sei jetzt mal dahingestellt. Ey, du Sausack, sind auch noch 2 von euch Rattegesichter hier. Gibt's denn das? Hör auf. Und du ach. Hier wird nicht gezaubert in meiner Gegenwart, du Mistkerl. Gut. Und noch Endschlag, dann ist der auch kaputt. Geht doch. Du, dafür gibt's einen Abwehrbonus. Coole Sache. Sehr schön. Okay. So allmählich lichten sich auch hier mal die Gegnerreihe. 5 sind hier noch übrig in dem Gebiet. Aber ich glaube, hier bringt es tatsächlich herzlich wenig mit Freedan unterwegs zu sein. Sondern hier sollte man tatsächlich eher mit Will unterwegs sein. Komm schon. Hörst du auf. Du bläder Lumpesemmler. Gut. Einer Hammer gleich. Dann Hammer gleich. Perfekt. Und der Anna ist auch bald hinüber.
Da ist er ja schon. Du bietet sich ja schon direkt an, sich umbringen zu lassen. Perfekt. Gut. Jetzt müssen wir nur noch den Weg noch unten finden. Dass wir da relativ fix weiterkommen. Warte mal. Das können wir doch bestimmt auch so machen, oder? Ah. Okay, können wir anscheinend nicht, aber den haben wir zufälligerweise getroffen. Ah, komm schon. Du Blödmann. Und? Das können wir so auch abwehren. Ach, ein nice to know, wie ich finde. Okay, ja, kommt schon. Das sind solche, wie wir auf Latein sagen, sogenannte Querus Schlägerus, ne? Woher du? Der hat getroffen. Okay, den haben wir dafür platt gemacht. Das Wetter, wer ist der Teufel, wo der... Natürlich, genau, da kommt er dann wieder, wenn man ruft. Und dafür gibt es ein Abwehr-Upgrade. Ja, geil. Sehr schön. Na dann, flitz mal, Daniel. So, geht auch noch. Na also. Sehr schön. Da müssen wir auf jeden Fall runter. So. Das heißt, da müssen wir irgendwo den Abstieg in die 3. Ebene runterwagen. Oh. Ja, genau. Aber Freedan brauchen wir hier, glaube ich, auch gar nicht sonst. Nur, dass er bei der Endgegner ein bisschen mehr Schade reißt. Aber ich glaube, an sich brauchen wir ihn hier gar nicht. Okay, ich wechsle jetzt einfach mal auch zum Willi wieder. Weil wir hier, glaube ich, noch seinen Psycho-Rutscher brauchen. Ja, gut gemacht, ne? Hier ist tatsächlich nur sein Psycho-Rutscher verfügbar. Wir können uns hier nicht in ihn zurückverwandeln. Ja, geil. Dann würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. Ich mache an der Stelle hier wieder meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.